Mijn boodschap van jou, die heet Schaf zum Uitdrijven. Schaf zum Uitdrijven. Wie als mensen in deze community, in deze gent hier, ik moet kunnen zeggen als Deutschen, en niet bloß Deutsche, maar nog wieder als dort, wie zijn je kan van mensen wat sehr gleich te schaffen. Ik zie erstaunt, wenn Menschen raufkommen, vielleicht von Mexico City oder ein Governor oder der Präsident oder wer immer dort ist. Und der redet von den deutschen Menschen. Er sagt, ein von den Dingen, was der viel mal abnehmen, er sagt, die sind so eine schwere Schafe. Die schaffen sehr schwer. Die sind die, was das Land verändern. Und das ist ein gutes Ding. Ich gleich dort. Aber dann habe ich mich auch noch mal gefragt, kann der uns, dass wir dankbar sind? Kann der uns als Männer, dass wir dankbare Männer sind? Dass wir mehlgierig sind, dass wir bereit sind, um zu halten und zu geben? Kann der uns, dass wir abrechtig sind, dass wir abrechtige Männer sind? Und das, was ich würde leichen, dass der würde uns kann. Na, wir können das nicht ändern, dass der ganze Ambiente, dass uns ist dort so wahr sein, wo ich will, von der ist, dass es wie die kann. Als Dad. Wie kann dieses dort kann und du kannst es dort zu leben. Ich sehe einen Geil, ich sehe einen Mann, der sehr gleich zu schaffen, mir das sehr schein schaffen. Und ich glaube, wenn mir das sehr schein jetzt schaffen, ist das schwer zum Uitdrijven. Und das will ich das nach Schaf zum Uitdrijven, wenn wir mal einfach dort planen, dort wir Uitdrijven, wenn wir nicht, dann bleiben wir bis einmal beim Schafen. Das jetzt so schein, und so wie wir das Schafen, uns eine Zeit ersaten, dort wir können Uitdrijven. Und besonders für uns als Dads, von der auch für uns als Vorers, wie sind die, was sind, versorgen für die Familie und wie wollen verder kommen und dat uns Angebote hat Gott uns angegeben zum Rückgehen und zum Jahren und das ist bloß wer wir sind. Und das ist nicht mehr arg. Wir sollen Mut haben zum Schaffen. Wir wollen nicht gekannt sein als die Fühler oder die viele Menschen. Das ist nicht, was wir genannt sind. Aber ich glaube, da ist auch eine kleine Linie manchmal zwischen, dass wir verweichen schaffen, mit dass wir uns vergleichen mit einem anderen Mann oder so, was ein anderes Niveau sind, als was wir sind. Und dann ist meistens, wenn wir uns proven, das war ich die Wiesen. Ich kann auch wohin kommen. Und so das ist eine Lane dort zwischen, was wir abpassen, dass wir nicht auf einmal da kommen, wo wir anfangen, Dinge zu proven, auf ein erreichter Weg. Aber die Weltkultur rum uns, und wo wir leben, die Weltkultur in den Familien, viele Familien, in den Movies, kann das sein, die Dad ist einmal der Dummkopf. Dat is de dommel, dat is de wat dat is de domkap. Dat kind is gewöhnlich de wat de victim is en vielleicht komt een hond aan je hand en die saved dat all, wat immer dat dan is. In de movies is dat zo staat. En ik wil jullie van deel zijn, dat is niet de waarheid. De dad, de voeder, dat is niet de domkap. Dat is niet zo. Ik wil jullie van deel opheven, jullie eeren. En voor de goven wat God jullie gegeven heeft, ik geloof God heeft jullie bijzondere goven gegeven als een dad, als een voeder. Om te leiden, om te verzorgen en om de beschützer zijn in jullie familie. In jullie familie, daar zal het safe zijn, die zullen beschützt zijn, jullie kinderen zullen beschützt zijn, jullie vrouw, die zullen in deze schutz zijn. En die zullen zo'n leven kunnen leven dat je respect zijn, dat je respect wordt voor zoals je in huis en je heim doen leiden. Even de tijd wanneer ik heb met mensen gereed in onze jeugd en ook weer als dat. Ik heb met pastors gereed in onze jeugd en ook weer weg. Mensen van verschillende arbeiden wat ik heb. Veelmaal dan hier ik zie bloos meid, ik zie even meid. Ik heb me te veel aangegaan. Ik heb me te veel aangegaan. Ik zie even meid, me veel rood. Ik heb eenmaal dat wer mij vond en vraagt, dus ik wat tijd had een mentor zijn, een persoonlijke leraar zijn. Ik kon stukje terug een man die vond mij en hij zei, ik zie nu in die leer waar du mal some jaar terug wees, als du in je Schafsveld wees, en ik doe dit even zijn en ik zie even val, ik weet niet hoe gaan met dit, kost du mijn persoonlijke leraar zijn, een mentor zijn. Ik geloof ons fehlt dat alle te welke tijd im leven dat we een mentor hebben, somebody wem waar ons kan een beetje voorop kijken en ons leiden in dat. Ik reed 4 maandag, reed ik met een vriend van Uitland en
Ik vroeg hem, wat jij dat? En hij zei, hij had een zeer slechte zondag gehad. En ik zei, wat jij aan? Hij zei, hij is een ranger. En hij zei, dat feit dat kwam uit en dat er aan een bos staan. Hij kan dat feit niet vangen en ik kan je schaaf. En dat rijdt al wat kap in je schaaf. En ik schaaf de dag even en we schafen zondag en Emma. En hij zei te mij, bis hij vergaprecht is, en ik zie wat hem uitbrengen. En mijn vrouw, die weer helstede in zondag. En hij zei, nogmaals ja. En dat is mijn vrouw aanjunt. Ik dacht, zoals hij te mij zei, nogmaals ja. Zo nogmaals ja, meint dat dan, nogmaals dan steel ik. Nogmaals merk ik wem dood. Nogmaals breek ik de eigen. Want we hadden 10 geboten en ik weet, we zijn niet enger dat je zaad. Jezus die kwam en zei, hij wil niet met je zaad uitschmieden, maar hij kwam dat te erfüllen. Maar in die 10 geboten zijn dingen wat einfach sehr praktisch zijn voor ons, wanneer we enger dat leven doen. En dat zegt jeder, wenn keinen Gott hat, bitte an mich, nehmt keinem dat leven. We zullen niet een Mörder zijn, niet de Eihebruch begonnen en steelt niet. En dan zegt hij ook, houd den Sabbat. Houd den Sabbat. En ik wil van jou zeggen dat ik geloof maar wie weten dingen al. Dat is niet dat we niet geleerd zijn, we weten die dingen. Maar bloos dat weten, dat is niet waar de kracht bijna is. Wat ik wil zeggen is in dat doen, dat is waar de kracht is. En dan gaan we manchmal in Frauen verantworten en we zieken naar antwoorden en we zijn aber van de principen weggegaan wat God ons gezegd heeft wat we zullen doen. En we zijn weggegaan van de principen en we leven hier bij die principe en we vragen, wo zo schafft dat alletublich? Ik zie wat hem uitbrengt, zegt Jana. Ik zie at the point of burnout. En dat is because in mij, als ik denk, du bent een beetje bij het principe van wat God heeft. Nou, dat meint niet dat we niet om zondag gaan feiern en dat we niet gaan om zondag schaffen. So, dat is niet wat ik meen. Maar ik denk hier aan het principe. En zo mijn aanleitung van jou, wer dat gewaand is, dat we nog mal een aanleitung hebben. Mijn aanleitung is dit. Erkenntnis, dat is wat te weten. Op Engels zouden we zeggen, knowledge is knowing something. Dus erkenntnis is wat te weten. En wijsheid is voor ons de fähigheid dat uit te leven wat we al weten. En zo in Sprüche 4 vers 7, dat zegt bloß dat klugheid dat is, de wijsheid is supreme. Dat is even alles. Wijsheid is even alles. Zij dat te krijgen. Bruk alles wat u hebt om verständnis te krijgen. Zo ik wil jullie van de moed spreken. Blijf bij leer, blijf bij wassen. Du bist noch nicht angelangt. Wir sagen noch manchmal, nu habe ich das Gebet. Dus wenn ich dit en dit woord habe, dann habe ich das Gebet. Wir brauchen das Wort noch manchmal. Dus nu habe ich das Gebet. En ik geloof in welke areas ons leven komen we bij een punt en ons hebben we dat voorgekregen, we hebben dat Gebet. Dat is reich. Maar im großen Ganzen, zijn we nog niet wat over we gaan wel. We moeten blijven bij wassen, blijven bij leren en we hebben dingen te leren en we hebben te wassen. En Sprüche 26 vers 12, da sagt het, du hast mehr Hoffnung für nur, als für dem, was ich selbst gleich weiß verkam. Want ik geloof dat hij eerst wel wijs, ik bruk niet leren, ik zie fijn. Dat is meer Hoffnung für ein Fool, is zo wat ik geloof, ik weet al alles. En mijn ziel van deze reden, van deze boodschap, is den Zwischenraum van dat weten en dat doen, dat zijn Diktatur te krijgen in ons leven. So dat is het ziel. Van de dingen wat we al weten en de dingen, dat is einfach dat te doen. En zo ik had het verzocht zo aan te stellen dat deze boodschap op een shelf is, de keuken zo leeg gezet, dat we er alle aan gaan. En zo hopelijk gaan we wat leren van dat. Jesaja 32 vers 17 en 18 zegt, en wels dat rechte gedaan wordt er vrede zijn en er wordt op een emmer stel en sicher zijn. En mijn volk wordt in een ruig land wonen, waar de huizen lang staan worden. Zij worden onversteerd en tevreden zijn. So nu willen we teruggaan bij deze ruig, waar het ruig is. En zo mijn vrouw is dan, wat is een Sabbat? Wat is de Sabbat? We hebben hier van een Sabbat, of wat is de zondag? Sabbat in Hebräisch het woord, waar we kijken te gaan, wat dat werkelijk meint. De Sabbat, dat meint stil te houden.
to stop. Stil te houden, dat meint ook te rijven, uit te rijven. Dat meint ook dat laten schijnen, de light wordt op Engels zijn. En dat meint ook aan te beden. Dat meint aan te beden, Gott de Hauptsache merken van onze dag. Wenn wir reden von worship, dann denken wir an Singen und was wir groß steigen. Aber worship ist anbeten, das ist, wo Gott das Center ist, wo er der Hauptding ist, wo wir uns fokussen an in eine Anbetungszeit. Das erste Mal, wo der Sabbat abwies, das ist in 1. Mose 2, Vers 1 und 3. Das ist, wo Gott hat die ganze Welt gemerkt und dann sagt er, und er restet. Er reibt aus von seiner Arbeit. 1. Mose 2, von Vers 1 bis 3. Nu weer de Himmel en de Erde en al dat leven im Himmel en wat op de Erde is gemerkt. En am 7. Tag, wie alles fertig en wat Gott gemerkt hat. En hij arbeitet nicht wieder an den 7. Tag, was hij gedaan hat. En Gott sehen den 7. Tag en sah den apart en seht, en seht, dat hij heilig wird. Wels den Tag, wels hij den Tag abhielt met de Arbeit, wat hij met de Arbeit en dat hij alles merkt. There we go. En zo, hij sehen den Tag en hij sah den apart. En wat ik wil hebben, wat we wel uitnemen van uit dit alle is dat God die rijft niet uit, wenn hij meid weer van schaffen van dat alle gemerkt, van dat alles wat hij gemerkt had. Dit is een wichtiger point. We wilden aan denken, is dit dat den dag wat hij apart zat, dat is part van de Schöpfung. Dus dat hij den dag te zien zat, dat is part van dat hij alles merkt. Hij ziet den dag, hij zag den apart en dat is part van de Schöpfung. Dat is niet dat hij moet terugstappen en hij moet einfach uitdrijven en hij weer uit de pust. Dat is part van de Schöpfung, dat de dag te zien gezet weer. En zo Gott, der hat in seine ganze Schöpfung, hat er in Rhythm gesagt, ab Deutsch würde wir sagen, ein regelmäßiger Tag. Wenn wir Tag schlagen und bin singen, oder der Jungs, was der Drum spielt, der hat ein regelmäßiger Tag. Und Gott, der hat diesen regelmäßigen Tag und alles gemerkt, was er erschaffen hat. Und hat in unsere Körper gemerkt. Und wie kann das sein an der Fruchtbaum, wie kann das sein an all diese Dinge, das ist ein regelmäßiger Tag. Und in diesem regelmäßigen Tag hat er in unseren Körper auch ein Angebot, dass wir reifen müssen, dass wir sollen ausreifen. Und so, das ist Wahrheit an der positiven Seite. Kann ich sagen, erstens an der negativen Seite, das ist Wahrheit, wenn wir nicht den Sabbat halten, wenn wir nicht uitdrijven, dann kommen wir bei der Wujana und sagen, ich sehe bei dem Uitbrennen. Die Folien, die sind, ich sehe bei dem Uitbrennen, dass ja Stress ans ganze Widerstandssystem, ans Immunsystem, das kann das meist nicht haben. Wir haben nicht, ans Körper fängt an krank zu werden, unsere Verhältnisse mit Menschen, die fühlen sich so, die sind schwacher, und even uns Verhältnis mit Gott fühlt sich manchmal so, dass schwacher geworden. Nein, aber auch an der positiven Seite, wenn wir uns schaffen zum Uitdrijven, wenn wir uns Titen nehmen, würde ich gerne sagen, zum Uitdrijven, der positive Seite ist auch, dass wir bis einfach friedlich sind, unsere Gesundheit ist besser, uns jeder plus im Ganzen bloß einfach scheiner. Und so, und dann was von Allah du bist, wo immer du bist, du kannst anfangen mit dem Sabbat reich zu holen, den Sonntag reich zu holen. Du brauchst sie nicht kaufen, du brauchst sie nicht online ordering, so wie von der alles tun. Online kann man alles kriegen. Du brauchst das nicht verdienen. Alles, was du brauchst tun, ist bloß einmal still zu holen. Bloß still holen. Und in Hebräer 4, Vers 1 und 3, da sagt er, willst du das Versprechen in Gott seine Ruhe anzukommen, noch steht, das ist noch einmal available für uns, das kann wir noch einmal, weil wir ganz da nur sein, dass keiner von jemand daran trägt bleibt, das meint von dieser Ruhe trägt bleibt. In 2. Vers 2 sagt er, uns ist der Gute nur reich gesagt worden, aus den Menschen in der Wildnis, aber als jene Menschen in der Wildnis, aber die gepredigte Botschaft halt er nicht, weil sie nicht glauben, als sie dort hielten. Aber Vers 3 sagt, aber wie hier, wat de geloven hat, kan in deze ruin aankomen. Hebräer en go weer af, nog Hebräer 9, 4 vers 9, da sagt het, so jeft dat voor God zijn volk een versprechende ruhe, een Sabbatruhe.
Dat is zo, wer in Gott seine Ruhe neemt, der ruht auch von seiner Arbeit. Gerade so, als Gott von seiner. Weil wir darauf haben, alle Fliet ansaten, in diese Ruhe neemt zu kommen. Und das ist, wie ich dort nach schaffen zum Uittreiben. Dus we moeten einfach een Fliet aanzetten, we moeten een effort maken, we moeten ons aanstrengen, dat we nog mal stilhouden. Wenn wir nicht, dann bleiben wir bis am Schaffen, bloß go. Und so wir wollen uns anstrengen, dass wir können uittreiben. Sommer kann es sehr drake Zeit sein. Kijk wo wir nu sind. Sommer ist eine gute Zeit, bloß einfach zum Everdruck sein. Da sind Graduations, Graduations, die Kinder schreiben Tests und da sind Partys und alle Bilder aufnehmen. Da sind Casten, viel Casten der Sommer, dass wir nicht soll rein sein und es sind ein Teil Casten, die was kommen nach einem Teil ab. Drake Zeit, Menschen sind drake bestab, some planten, some wässern und all diese Dinge. Und dat is einfach een beetje een drake season waar we bijna zijn. De geschäftsmensen, die kijken naar het jaar en die zeggen, oh my goodness, we zijn in juni, we zitten aan de wind, dat wordt wel weer het eventje part van het halve jaar nog doen. We zitten meest halfderg in het jaar en dat blijft hem draaien. Dat is een drake tijd. En dat is een gouden ding. Ik zie hier niet zum Rechten van deel. Wenn ik weet waar dat schaf, ik wil ons bis alle moed spreken, dat we moeten schaffen zum uitdrijven. Ik heb ook veel om zondag geschaft, wie wir bestab. En mijn Wirt zei zu mir, wenn der aus dem Baum gefallen ist, dann müssen wir den dort halten. Und wir haben Seasons, wo wir an den Sonntag schaffen, und ich sehe hier nicht, in wem zu rechten. Aber was passiert ist, dann, wenn wir den Werkgeber geschafft haben, dann gibt es eine Zeit, wo der ab einmal sagt, von der kannst du bleiben. Von der werden wir es mal reifen. Und so, wie müssen wir noch anschauen? Wenn wir nicht, dann bleiben wir bloß am Anschaffen. So, hier sind 3 Points, die ich von der habe, die ich will aus Hebräer Feier uitnemen. Dat is wat we groot lezen. So ik heb 3 points. En aan den derde punt heb ik 3 subpoints. Voor die wat we willen abschrijven. So hier is de eerste punt. Zie niet gleichgültig über Gott zijn Befehl zum Uitdrijven. Zie doch nicht gleichgültig über. Vielleicht sitzt du Warning Signs, die kommen ab, das ist die Check Engine Licht an der Chor. Vielleicht sitzt du Warning Signs all in deine Säulen, die sagst, ik voel me even meid. Juistlich, ik voel me even meid. Ik zie dreig. Ik zie wat hem uitbrengen. In die tijd van je bed, dan vraag God plus, wo staat het met mij? Wo sto ik zo reich? Kan het zijn dat ik zie some principen uit den Weg gegaan, wat in die woord zijn. En ik zie van den charm, wat u hast van principen, van de Weg gesteld. En ik gebruik dit meermaal. Ik gebruik deze charm meermaal, wanneer ik met mensen red. En ik zei dat Gott seine Prinzipien, die sind ein bisschen so das Charme. Und so, hier ist das, ich habe Inge gesehen. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht nicht der rechte Beispiel, wenn wir nur alle noch rein. Aber das ist, was ich mir einmal brauche. In unsere Ehe, in unsere Finances, in die Dinge, alles ist, was wir antun, in den Sabbat halt, das sind Prinzipien. Und wir stauben dafür, und wir sind an dieser Seite hier, und wir rein ganz nord, und wir sagen Gott, wieso rein ich ganz nord? Wieso sehe ich, dass das ganz nord gereint? En ik wil die aanladen, Tim, daar waar het tegen staat. Er zijn principen, wat God heeft aangezaad, wat de schaf, dat is een beetje een charme, waar we enger zijn. En wanneer we door enger komen, dan gaan we een leven, wat dus einfach daar gezegend is. En zo, ik wil die aanladen, kom enger deze principen. Ik geloof mij eenmaal, laat God dat toe, some dingen in ons leven. Ik geloof niet dat God weiter schickt in ons leven. Ik geloof niet dat dat van God komt. Aber some tijden, schwere tijden, wat we durchgaan, dat laat God toe. En hij helpt ons durch en hij wil ons dat leren. En ik geloof dat is een geschenk, dat is genoeg, dat we kunnen dat antwoord, dat something is niet reich. En ik zei nogmaals, wanneer ik dat voel in mijn geest, dat irgendwas ist nicht reich. Ich fühle mich best nicht reich. Ein Ding, was wir können tun, ist zurück nach Gott gehen und sagen, Gott, was ist reich? Was ist reich mit mir? Wo sehe ich reich gegangen? In Psalm 139, Vers 23 und 24, da sagt es, Gott sei einmal, wo es mit mir steht. Dus kijk mal einmal in mein Hart. Vielleicht habe ich eben was getan, was ich sie glücklich über geworden. Ich habe nicht mal über was gedacht. Und ihr seht mein Hart. Probe mich aus, sei, wo es mit mir steht. Und wies mich, ich habe den Beisen Weg, sie lädt mich trinken, ich diese Prinzipien ab den Reich der Weg, was du hast für mich. Der zweite Punkt, der ist, stopp, trägt ihr den Charme von Glauben. Und so, wenn wir diesen Charme nehmen, stopp, trägt ihr diesen Charme von Glauben. Stopp, du enger. Also,
vielleicht sind some von den Dingen in uns Leben, wo wir sind schwach geworden, uns glauben, und das fehlt, dass wir einmal war, du enger stoppen. Stopp enger den Charme von Glauben, den Glauben an Gott. Wenn das sagt da, dort uns erst das Gute Nordreich gesagt worden, groß den Menschen in der Wildnis, aber er hat die Botschaft nicht, was er wird gesagt in der Wildnis, wenn sie können das gleich verstehen, sie glauben das gleich. Aber wie, was die Glauben haben, was die Glauben, stopp, was er trägt, in diesen Charme von Glauben und kommt in das Ruhe. Das sind ein paar Dinge, die ich will sagen. Menschen, die Glauben haben, die sind gewöhnlich Menschen, die einen starken Glauben haben. Das sind Menschen, die ruhig sind. Die sind nicht abgeregt, die sind nicht worried. Vielleicht bist du die Person und vielleicht kannst du jemanden in die Leben sagen, ja, das merkst du ja. Die Person, die ich kann, die hat so einen starken Glauben, das ist nicht leicht, dass ich die abgeregt sei, die sind geloten, die sind ruhig. Das ist was Glauben tut. Das ist wichtig, ist, dass wir in den Glauben kommen. Und gleich die Geschichte in Johannes 10, da redet Jesus von den gouden Hort. Und wir sind geleitet von den gouden Hort. Und gleich das eine Geschichte, was ein Pastor sagt, dass wir als Pastors, wir gleichen alle die Geschichte brücken von den Schubshort und wir sind geleitet. Und er fährt einmal nach Israel. Und dann sie dort touren, und dann sieht er dort, da jeder einer hinter der Schub, und der das Schub jauen, der ist hinter der jaucht der Schub, wird keine sein. Und er sagt, das ist ja alle ganz verdorben. Wir haben all diese Zeit in meine Kirche gepredigt, dass wir haben einen Schubshort, und der lädt uns, und wir gehen den Hänger an. Und nicht schifft der hier so. No, sagt der Tourguide. Das ist nicht der Schubshort. Dat is wat hij leidt naar de slachterie. Die schifft naar de slachterie. En zo wie zijn geleid van een schubshort. Mijn vrouw is zo die, wo fällt sich dien leven? Fällt sich dien leven nogmaals zo dat ik zie niet geleid. Dus mij fällt sich wirklich so, somebody die schifft mij hing aan en ik zie geschoven naar de slachterie. Dat is niet een goede veiling. En zo, wie kunnen teruggaan en zeggen, Gott ist uns Schubshort, er lädt uns. Und mein Verlangen ist, dass du das auch was weil du bist geleitet. Du bist nicht geschoben nach einer Schlachterie. Ein anderes Ding, was mir interessant ist von Schub, dass die kann sich, zwei Herden kann sich einander gehen, das ist dort, wenn die neue Schubshort horchen dann. Ich lese mir das noch und ich kicke das ein bisschen noch. Ich kicke some Videos von dort, mir ist das interessant, wenn da zwei Herden Schub sind und die begegnen sich dort mit ihren Shepherds, mit ihren Schubshort, die kann sich durcheinander gehen, die Schub, die weiter, wem sie herangehen. Und so wie wir auch weiter, wem wir herangehen in der Zeit, wo wir leben. Punkt Nummer 3, das ist der Titel von meiner Message, Schaf zum Uitdrijven. Dien geven, wo du geven das, ist gewöhnlich gerade, ist was du zurücknehmen das, dien receiving. Das ist, was du alles handstreichst, das ist mehr, ist was du zurückkriegen das. In viele von uns leben, und besonders für die Dads. Von uns als Dads, was vorrasch, wie wir uns einmal so feilen, und ich glaube, die Mama sind auch so dort, aber besonders, wenn du bist eine Person, dass die dort schein jetzt schaffen. Uns jeder so schein schaffen, dass wir mit schaffen zum Uitdrijven. In Apostelgeschichte 3, Vers 8 sagt, dort Petrus, der sagt, Geld und selber habe ich nicht, aber sonst, was ich habe, dort kann ich die geben. Und so, was ich gerührt nehme, ist, wenn wir Menschen wollen begegnen und Ruhe bringen. Also wir können nicht das geben, was wir nicht haben. Petrus sagt, selber ein Geld habe ich nicht, aber was ich habe, dort kann ich die geben. In Matthäus 10, ich habe den Vers hier nicht, aber dort sage ich, freely, umsonst habe ich gekriegt, frei habe ich gekriegt. Und ich will die Mutter sprechen, dort merken Plan zum Receiven. Merken Plan, dass du kannst kriegen, dass du annehmen das. Merken Plan für das. Wenn du mit Gott Zeit spendest im Gebet, das ist nicht eine Zeit, wo du Ruhe geben das. Und wirklich, du vertraust zu Gott, aber das, wo du annehmen das. Und das, wo du zurückkriegen das von Gott. Und so enger, das ist ein dritter Punkt. Der erste Punkt von dort ist, schlägt die Weich zum Beten. Schlägt die Weich zum Beten.
En ik dacht van de Samaris nog waren aan. Ik schlik me die Samaris uit dem bad. En ik dacht, wenn sie bloß nicht wat abweichen, ganz langsam mit der Stuhl uitgehen, wenn ich wel een beetje tijd habe, dat ik zelfs kan voor mij hebben en te beden. En voor junge mamas, junge dads, nog weg, ja, schlik wordt het zien dat je beten kan. En wordt het noemen van Herr, kam schlik waar ik voor deze werk op een weg hier lang. En ik dacht, waar wil ik deze punt uitbrengen? En dan kan je dat leiden aan Steal Away in Prayer. Dat is een hymn wat al voor jaren en jaren aan is. Wie kent dat lied? Steal Away in Prayer. En zo, dat lied dat wordt gezongen van een skloof. En hij had het geschreven en dus in 1800 jaar. En hij schrijft het lied en een prediker die hier dat lied. En hij zegt, jef me de notes, jef me deze lieder. En dat lied is op 7 verschillende wegen van muziek. Als dat record, honderden jaar als dat lied gezongen. Het is een zeer bijzonder lied. Maar de skloof, die zongt dat eerst dat hij wil een dag zich wegschlekken. En hij wil bij Jezus zijn. Maar hij werd een skloof en hij dacht, en waar word ik me kunnen wegschlekken? Im gebed. Waar kan ik me wegschlekken im gebed? Steal away in prayer. En zo we moeten einfach tijd het ziet zaten en ons de tijd zaten, wo wel we ons een beetje het ziet schlekken, dat we einfach tijd nemen voor dat. Wenn we niet, wanneer we wat loodschlopen, we zijn de kinderen alle op en de toast dat brandt aan en we is nog tijd om nog Samaris tijd spelen met God. En zo schlikt die weg te beden. Dat is mijn eerste punt. En de derde punt is hol een dag de werkstel. Hol een dag de werkstel. Hol een dag de werkstel. En in 2 Mose 10, daar zijn die 10 geboten ben. En ik denk als van de die zijn zo kort. Maar wanneer het eerst kwam met den Sabbat, dat is een ganze paragraaf geschreven van waar we zullen den Sabbat houden. Dat zegt me zoveel, dat God is dat ook wichtig, dat we ons tijd nemen om uitdrijven. Nou, ik zei nu niet, welke dag dat krijgt moet zijn. Het dat krijgt moet zondag zijn. Voor mij en Christi, eenmaal is het aan een maandag. Maandag is het waar we stil zijn, waar we ruien, waar we tot Frühstück eten, ons Kinder even gaan. En ons bus ons een tijd hebben waar we rijven doen. En veel van al onze staf wat bij de kerk valt, die schaf, als een maandag, als een dag af. En du kost die dat ook terugstellen voor die wanneer die dag is, waar du zegt, hier wil ik best einfach mal stil houden. Dat is niet gelijk gezegd, one dag. In deze ganze wasselige wereld, wo het kan zijn, in de States, Canada en Mexico, zondag is plus een weltelijke dag, wat het zie je zegt, als het een dag af heeft. Dat is wat het genaamd wordt. Dat is een secular day off. Hebben ze een dag af. Maar wanneer dat alles is wat het is, dan is dat niet genoeg. Dit zijn niet pas dingen om lood slopen en het laten schijn gaan. Dit is een dag waar we erveld worden, waar we opgefresht worden, waar we tijd nemen om aanbeden. En zo is God zei, den 7e dag wil ik heilig merken, den wil ik te zien zetten. Dit is een special ding. Ik denk, en dat is een beetje als onze mama, die had tijdig schieven en kuffelen en kuffelen, tijdig. En dat we blust hem voor Weihnachten. En die werd dan schaap en ik dacht, maar waarom gebruiken we die niet? Nou, die zijn voor Weihnachten, dat is voor wat Besonderes. Die gebruiken we blust den Weihnachtsdag, dan waar we het schmakken tijdig al uitbrengen. Dat is een beetje zoals het is met den Sabbat. Dat is een bijzondere dag. Dat is een dag waar we kunnen bestelhouden, waar we kunnen erveld worden, ons tank opvullen en bloos het laten schijn gaan. Maar dat is meer als bloos laten schijn gaan. Wanneer het bloos is waar we kijken dat we ons het wat schijn gaan, dan is dat een beetje een pakket wat ik wil zeggen, wat persoonlijk aangepakt is voor ons. En aber wenn wir kijken, wo können wir diesen Tag auch die Hauptsache merken, dass wir Gott ehren, dass wir arm anbeten, dass wir arm hochheben, dass Gott in der Mitte von das ist, dann kann das mehr sein, als bloß, dass wir ihn Schein gehen haben. Dann ist ein Paket, was Gott hat angepackt und hat sie gesagt und sagt, hier, nehmt das und lasst das Schein gehen mit das. Hier ist ein interessanter Ding. Und das ist, was die jüdischen Menschen tun. Wat deze ik opgeschreven wat een Sabbat is. En ik ga wat even gaan, vielleicht heb ik wat van dat leer. We gebruiken dit niet als dit zo doen, maar dit is interessant. 10 dingen wat een jüdische mensen zijn, wat een Sabbat is. Nummer 1 is, du sollst nicht schaffen für Lohn.
Du sollst nicht Games spielen, wo du eine Kompetenz, wo du ein Trophy kriegst. Du sollst bloß einfach eine Zeit haben zum Nüchtern, die Zeit nehmen zum Nüchtern. Du sollst Zeit sein zum Lesen und Studieren. Du sollst Zeit sein zum mit der Familie spielen. Du sollst Zeit sein zum für einen Walk gehen, eine Route gehen, mit einer mit den anderen verteilen. Eine Zeit sein, wo du gutes Eten hast, mit Freunden und Familie. Du sollst eine Zeit sein zum nach der Kirche fahren. Du sollst eine Zeit sein zum Beten und zum Nachdenken. Und du sollst Zeit sein für dich, was du befreit sind zum Live merken zu deinem Partner. Und ich dachte, yes. Und so, hol bloß still. Hol einmal still. Reib deinen Körper aus, recharge deine Seele, nimm die Zeit, schaff zum Utreiben. Mal einmal ein bisschen waren refocus down. Ich brauche einen Brille zum Lesen. Und mir war dort, wenn ich gleich nicht eine Brille zu brauchen. Aber laatst einmal zat ik aan mijn computer dat we alle op zo'n measure. Ik heb einmal gekeken, mijn Brille wie zo gericht. Ik merkte mal rein en dat we zo hebben, dat we einfach mal waren fresh gefocust. Nu kan ik klaar zijn. En zo werden we mal onze Brille reinmerken zo te zijn. En dat is een Sabbatdag een beetje bekijken. En restday niet gelijkaltig nemen. En aan de punt van nummer 3.3 is, reis einmal dit jaar weg. Vorweg, und Vakation ist vorweg, vor einmal ein bisschen weg. Nicht nur so eine Vakation, wo du meid trägst, dass du meid trägst, was du wegführst. Und vielleicht sind das 2 Tage, 3 Tage, vielleicht hast du ein Werk, vielleicht sind das 2 Werke, was immer du kostet. Vielleicht hast du even, ich habe mit ein paar Personen hier, das eine Lied sagt, das ist einmal, wo wir zusammen sind, wir waren nicht an Vakation vor, und ich frage, was da dann? No, wir waren zusammen, unsere Phones waren weg, wir waren mit den Kindern zusammen, wir waren am Hafen ein bisschen rumschaffen, wir waren zusammen, aber das ist unsere Vacation. Wir wollten ein Werk aufnehmen, zum bis mit den Kindern am Hafen sein und ein bisschen durch den Schein gehen. So ist das nicht unbedingt, dass wir mit allen noch Cancun fliehen, zum bis wir aufnehmen. Mir gibt es eine Inspiration, dass er sagt, wir waren zusammen am Hafen sein, unsere Phones sind ausgeplagt und wir nehmen eine Zeit auf zum Utreiben. Weil was dann mit unseren Kindern tut. Fängen weich, damit die kannst einmal ganz weich sein, wenn von alles disconnected sind. Wenn Jesus der sagt in Matthäus 11, 28, kommt nach mir, all die, die eine schwere Lord haben, Betrag sind und Meid sind, und wir sind immer Meid, wir haben meist nicht Zeit mehr, so ist es uns Utreiben. Er sagt, kommt nach mir. Ich will Ihnen zurückgeben. Er sagt, leg Ihnen mein Joch ab und lehrt von mir. Weil ich sie sanftmütig, mein Hart, ich sie von Harten demütig. Und je wollen Rufhängen für jene Seil. Weil es mein Joch, dort trägt nicht, und meine Last ist leicht. Und so werden wir bis nach Jesus kommen mit diesen Dingen. Wir werden anfangen, das ist ein Sabbatag, das ist ein Rest, Dollar ernst zu nehmen. Das will ich bloß so denken, wir müssen schaffen. Wenn wir sind hier nicht bis zum sein, wie viel wir uns keine Taub schaffen. Wir wollen Engerscheid merken, wir wollen was erregen, das uns angebot und wir wollen das tun. Aber wir wollen auch schaffen, dass wir uns so Zeit nehmen zum Utreiben. Und so ich will Ihnen sehen von der aus Dads. Ich kick ab nach Ihnen, ich tue mich brav mit Ihnen. Ich glaube, wir haben starke, christliche, gute Männer in unseren Kirchen. Ich will ein bisschen sehen, beten, abgehen. Und so, was ich würde gleich zu tun, ist, ich würde fragen, dass bloß die Dads würde einmal alle abstehen. Wir wollen nicht was merken, was die nicht wollen, aber das sind unsere Dads, steht alle ab, alle Vorrat. Ich würde fragen, dass die abstehen. Das sind die Lehrer. Das sind die Lehrer in den Heim. Das sind die Lehrer in ihren Negocios, in die Dinge, was sie tun, in der Ministry, was sie tun. Und ich spreche sehen ab Jünd. Ich spreche Jünd sehr viel. Wir werden alle eine Hand geben. Nu frage ich, dass die Evangelien alle abstehen. Und ich will ein Sehen beten über uns. Dankeschön Gott für diese Dads, für diese Vorrechte, was die hier sind. Ich bete ein Sehen ab Bernd. Ich bete ein Sehen ab die Dinge, was sie im Drehen haben, was sie mit Schaffen tun. Alle Dinge, was sie in ihre Hänge haben, in Läden tun, in Versorgen tun. Ich spreche ein bisschen Sehen ab Bernd. Und ich bete Gott, dass du was enthalten in diesen Ansicht von Reven, von Utreiben, dass sie nicht gleichgültig waren dort und dass wir einmal bitte kommen, dass wir sagen, wir sind bloß ewig Meid. Ich sehe bei dem Punkt, bei dem Utbrennen. Halb uns, dass wir das Wort ernst nehmen und dass wir sagen, das und das sagt ich das sie. Du hast den das sie gesagt, ich sage den das sie. Ich komme in die Ruhe an, was du hast für mich.
bloß einfach still zu halten, uitzureven, mit Familie zu sein, Schein eten, und die genießen, und die verherrlichen, die Nummer 1 haben in mein Leben. Wann immer dacht das, wann immer dacht das für die Vorder, was ich hier ist. Weet ich, wann dacht das für die? Weil ich frage bis Gott, dass du uns alle Ansicht geben, dass wir uns nicht ewig loden und ewig meid war, was wir uns Zeit nehmen, zu greifen. Und ich spreche ein bisschen sehen, ob es das der Dad ist, das der Vorrecht von hier war gehen und wieder leiden, dass du uns hast hier oben zum Leiden. Wir beten in Jesu Namen. Amen.